Guten Morgen miteinander. So, ready. Ich habe mir lange überlegt, wie ich einsteigen in diese Predigt. Und da hat Alicia mir einen richtig guten Tipp gegeben. Ich fange an mit dem Ostergruß. Jesus ist auferstanden. Gut, wir reden heute über Dämonen. Ich finde wirklich, es war der perfekte Einstieg. Der René hat letztes Mal angefangen mit der unsichtbaren Welt. Er hat die Geschichte erzählt mit dem Heer von Engeln und Kämpfern, die mit auf der Seite waren vom Elia und vom Elisa und seinem Gehilfe. Und dass wir das eben nicht immer sehen. Und jetzt ist es eben so, da gibt es eben nicht nur diese Seite, da gibt es eben auch die andere Seite. Und darum haben wir gefunden, eine Predigt. Macht euch parat, schnallt euch an, es kommt viel, es wird lang, es wird intensiv, es wird spannend und es wird mega ermutigend. Wenn ich eine Umfrage auf der Straße machen, ich bin sicher, wenn ich Leute fragen, glaubst du an Gott, dann würden noch relativ viele sagen, ja. Irgendwie, in irgendeiner Form. Wahrscheinlich sieht es ein bisschen anders aus, wenn ich sage, glaubst du an den Teufel? Wahrscheinlich schauen sie mich dann schon so ein bisschen skeptisch an. Wenn ich sage, glaubst du an Dämonen, findet es wahrscheinlich schon, hey, weißt du was, ist gut jetzt. Man glaubt nicht an Dämonen, man glaubt nicht an den Teufel. Ich glaube, die Reaktion wäre so, hey, schläft's? Also, gang mal irgendwie abklären. Unsere einzige Erfahrung mit dem Dämonischen ist meistens Unterhaltung. Hey, der aktuelle Jugendfilm Demon Hunter, K-Pop, eine Gruppe von Geisterjägern, die als Girlband unterwegs sind, aber Dämonen stehlen die Seelen von ihren Fans und sie müssen gegen die Dämonen kämpfen und die Dämonen verkleiden sich als mega hübsche Boyband. Hey, übel. Also ist keine Empfehlung zum Schauen. Entweder erleben wir sie so, es ist spannend, es ist ein bisschen gefährlich, oder Dämonen werden in dem ganzen Horror-Grusel-Szenario, es gibt es in Spielen, es gibt es in Filmen, es gibt es in Geisterhäusern. Ihr müsst keine Angst haben, ich habe keine gruseligen Bilder in der PowerPoint. Ich habe zuerst angefangen zu suchen, dann habe ich meinen Cache löschen, damit ich nachher nicht immer so Bilder vorgeschlagen bekomme. Aber so ein bisschen die allgemeine Meinung, hey, in unseren Breitengraden gibt es keine Dämonen. Es gibt keine böse Mächte, die uns irgendwie beeinflussen. Wir sind selber gross, selber gescheit. Es kommt alles so ein bisschen aus uns raus. Es sind Prägungen, Traumata, es sind schwierige Situationen, es sind unreife Charaktere, die Böses machen. Das ist nicht nur falsch. Das Problem ist nur, wie erklärst du mir dann, dass während einem Gebet, das ich mit jemandem gebetet habe, eine Frau plötzlich von sich in der dritten Form angefangen hat zu reden. Sie macht, sie tut, ja, sie hat. Wie erklärst du, dass dieser Frau, wo ich in der Nacht wach geworden bin, in der Nachbarwohnung, die so laut brüllt hat, dass ich über bin und als ich reingekommen bin, sagt sie, Dämonen packen mich. Da kommst du nicht weit, wenn du sagst, es gibt im Fall keine Dämonen. Wie erklärst du die Situation, wo ich in einer alten Wohnung noch viel früher einen Mann vor der Tür hatte, der gesagt hat, ich möchte jetzt zu dir auf Besuch kommen, alleine. Und ich gesagt habe, nein, die Türen zugemacht habe. 5 Minuten später wollte ich mit meiner Tochter raus und ich habe die Türen nicht mehr aufgebracht. Eine Viertelstunde vorher, eine Viertelstunde nachher ist das Schloss problemlos aufgegangen. Wenn du nicht an unsichtbare Mächte glaubst, wie erklärst du so Sachen? Wie erklärst du das dem Mann, der mir erzählt hat, dass er in der Nacht an mich Geister gesehen hat als Kind, die an seinem Bett gestanden sind? Wenn es all das nicht geht, all das nicht gibt, von wo kommt denn der Gedanke bei mir? Manchmal aus dem Nichts, wenn ich der Straße nachlaufe, mach doch einen Schritt über und lauf vor den Lastwagen. Von wo kommt denn der Gedanke, wenn ich irgendeine Kollekte bei mir habe, ich könnte die auch ein bisschen rausnehmen? Wenn es alles Böse nicht gibt, von wo kommt das Zeug? Gibt es nur gute Inspiration? Oder gibt es auch Böses? Von wo hat der Hitler die Idee gehabt, ein ganzes Volk auszulöschen? Von wo kommen Menschen auf Gedanken und Ideen, die man nicht anders beschreiben kann als diabolisch, satanisch, richtig, richtig böse? Hey, und ja, ich bin Christ.
Und ich glaube an Dämonen. Tatsächlich. Und auch wenn wir nicht oft darüber reden in der Vineyard, wir müssen eine Ahnung davon haben, was im Übernatürlichen passiert. Wenn wir an Übernatürliches glauben, wenn wir glauben, da gibt es eine Ebene, so eine transzendente, unsichtbare Ebene, mit Geistwesen, wo Gott drin ist, mit Engeln, dann kommen wir nicht darum herum, auch an Dämonen zu glauben. Und wir müssen eine Ahnung haben, was es ist und wie man es los wird und was das ganz praktisch heisst. Weil, wenn wir Jesus nachlaufen, dann werden wir mit denen zu tun bekommen. Früher oder später. Und ich werde mit euch jetzt in der nächsten halben Stunde, ich hoffe, eine halbe Stunde reicht, mal genau anschauen, wen Jesus denn da am Kreuz ganz genau besiegt hat. Darum heisst meine Predigt heute von Dämonen, Drachen und anderen Chaosmächten. Die sind auf der Notre Dame in Paris. Sind aus Stein und schauen dort auf die Stadt runter. Also ich habe schon gesagt, bei uns in unserer Zeit ist es so ein bisschen das Böse, gibt es in den News, sieht man es, aber das ist weit, weit weg. Manchmal kommt es ein bisschen näher, dann ploppt es so ein bisschen auf, dann macht man sich Gedanken, dass das passieren in unserem Dorf, dass das passieren in unserem Quartier. Was ist eigentlich mit dem los gewesen? Aber man kann es auch schnell wieder an den Rand schieben. Und wenn es uns nicht persönlich betrifft, dann machen wir es gerne ein bisschen klein, sagen das Böse so, das gibt es eigentlich nicht. Das Ding ist, wir spielen am Teufel genaue Karten, wenn wir nicht glauben, dass er existiert. Eine Gesellschaft, die glaubt, es gibt ihn nicht, bekämpft ihn auch nicht, wehrt sich auch nicht, widersteht ihm auch nicht. Wie gegen einen Find, was es nicht gibt, muss man ja nichts machen. Was ihm auch hilft, ist, wenn man ihm viel zu gross zeichnet, wenn man das Gefühl hat, das Böse belauert uns an jedem Ecke und überall und sowieso und wenn ich zum Haus ausgehe, der will mir nur Böses. Und alle Menschen haben es ihm wahrscheinlich auch so ein bisschen schwierig. Und wenn man immer Angst hat und Misstrauen und dann versucht, dem entgegenzuwirken mit Glücksbringer, mit ganz viel Betten, mit was auch immer alles möglich ist, damit man sich das Böse möglichst vom Hals haltet. Der C.S. Lewis, ein brillanter Schriftsteller, der sich wirklich lohnt zu lesen, ein brillanter Denker, hat gesagt, es gibt zwei entgegengesetzte und im Ergebnis gleichwertige Arten von Irrtümern, in die unsere menschliche Spezies im Hinblick auf Teufel verfallen kann. Entweder nicht an deren Existenz zu glauben oder an sie zu glauben und ein übermäßiges und ungesundes Interesse an ihnen zu entwickeln. Die Teufel selbst freuen sich über beide Verirrungen gleichermaßen und begrüßen einen Materialisten, der nicht an sie glaubt, ebenso euphorisch wie einen Okkultisten, der eben daran glaubt und überzeugt ist, dass das passiert. Hey, was ist das Böse? Wir gehen mal ganz am Anfang schauen. Wer im 1. Mose anfängt zu lesen, 1. Mose 1, 1-10, da steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Die Wortkombi wüst und leer heisst eigentlich, es war das pure Chaos gewesen. Tohu wa bohu, das Wort hat man heute. Teenagerzimmer zum Beispiel trifft das ziemlich gut. Nicht von allen Teenagern, ich darf dazu sagen. Aber es ist das Chaos, hat geherrscht. Und was ist das Erste, was Gott macht? Er bringt Licht ins Dunkle. Denn er hat das Licht von der Finsternis getrennt. Er hat Wasser getrennt. Er hat den Himmel gemacht. Er hat Ort gemacht, wo das Wasser ist. Und er hat trockenen Boden gemacht. Er hat Ordnung ins Chaos gebracht. Und er hat mitten in dem Chaos einen Garten geschaffen. Und hat Menschen hineingesetzt und gesagt, ihr seid für die Ordnung zuständig. Bebaut, bewahrt, breitet es aus. In der althebräischen Vorstellungswelt ist das Meer häufig ein Ort von all dem eben Chaosmächte, wo Chaosmächte wohnen. Drachen, Seeungeheuer. Das Böse kommt bildlich gesprochen häufig aus dem Meer dort. Und wenn Gott das macht, das Wasser zurückdrängt, bringt er Ordnung mitten in das Chaos. Er drängt das Chaos zurück und setzt ihm Grenzen. Und gibt den Menschen den Auftrag, das weiterzuführen. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz.
herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und im 1. Mose 2, Vers 15, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er solle ihn bebauen und bewahren. Er soll aufpassen, dass Chaos rundherum nicht wieder eindringt. Er hat Verantwortung für den Raum bekommen. Im Gegenteil, das Ziel ist, dass das alles nach und nach zurückgedrängt wird, von Gutem, von Leben, von Licht. Das wäre eigentlich der Plan gewesen. Aber jetzt ist es ja so, dass nicht nur Gott und der Mensch in dem Garten sind. Da kommt ja dann plötzlich die sprechende Schlange. Und dann fängt das Böse wie ein Virus an Raum einnehmen. Und bis heute infiziert es alles, was irgendwie zu fassen bekommt. Und an dem Tag hat etwas angefangen, das uns bis heute immer wieder mal ein bisschen den Tag vermisst. Aber wie ist das möglich? Wie kann in einer guten Schöpfung so etwas Böses entstanden sein? Wenn wir glauben, dass es in dieser Welt nicht nur das gibt, was wir sehen, wenn wir glauben, dass Gott der Herr der Herrscharen ist, wie es steht, dann ist das ziemlich belebt, die Welt, die wir nicht sehen. Und es ist Teil der Schöpfung, so die göttlich-transzendente Ebene. Und es war von Anfang an der Plan, dass die mit dem Menschen verwoben ist, zusammenarbeitet, interagiert, miteinander unterwegs ist. In diesem Raum gibt es unter anderem Engel. Und jetzt ist das Problem an der ganzen Sache, dass Gott ein wahnsinniger Verfechter ist von Freiheit. Freier Wille ist ihm unglaublich wichtig. Und so haben auch die Engel die Möglichkeit gehabt und haben, um sich gegen ihn zu stellen. Zum Sündigen. Wer es nachlesen im 2. Petrus 2, Vers 4 steht, dass die Engel gesündigt haben. Nicht alle, aber es ist anscheinend möglich, sich gegen Gott zu stellen, wenn man eines von diesen Geistwesen ist. Wir nennen die dann, die Bibel nennt die Engel dann Dämonen. Engel von der Finsternis. Und dann haben die Dämonen jemandem, wo sie nachfolgen, zu den Oberdämonen. Der Teufel oder, da kommt eben der Drache her, hey, der Luther in der Offenbarung 12, das müsst ihr euch mal geben, wenn ihr wollt, beschreibt er das so gut. Er sagt, dieser große Drache, die alte Schlange, die Teufel genannt wird, oder der Satan, oder der die ganze Welt verführt. Was für eine Bildsprache. Darum Drachen, Schlangen, Teufel, spielt gar keine Rolle. Es sind einfach die Chaosmächte, das Böse, der Virus, der irgendwie übernimmt. Und ihr Ziel ist, versucht zu übernehmen, ihr Ziel ist, all das kaputt zu machen, was Gott aufbaut, und all das einfach immer das Gegenteil von dem, was Gott will. Und wenn Gott etwas ganz besonders lieb hat, dann findet sie das ganz besonders schlimm. Und es gibt nichts, was Gott lieber hat, als seine Schöpfung mit dem Mensch und all dem, was er da gemacht hat. Das schlägt Gott sein Herz. Und darum, wenn die Wesen nichts anderes als Tod und Gewalt und Zerstörung und Leid. Und dort lebt die Welt in dem kosmischen Konflikt. Die Welt wird von dunklen Mächten immer wieder einmal bedroht, die versuchen, die Welt ins Chaos zu stürzen. Und das Muster hat sich seit der Eva nicht geändert. Sie lügen, sie bedrohen, sie verunsichern. Bist du sicher, dass Gott das gesagt hat? Bist du sicher, dass du das kannst? Bist du sicher, dass Gott dich gerne hat? Es ist doch nicht so schlimm. Sie versuchen, dich zu überzeugen. Sie versuchen, zu beeinflussen mit Macht und Geld und Einfluss. Jesus in der Wüste, das Muster hat sich nicht geändert. Ich gebe dir all das, wenn du mich anbetest. Und sie versuchen, uns Angst zu machen vor allem Möglichen. Sie sind immer gegen das, was lebendig macht. Sie sind gegen Schönheit, Kreativität, Genuss, Freude, Gemütlichkeit, Liebe, Lachen. In einem KZ ist nicht von Herzen gelacht worden, von niemandem. Es hat keine Schönheit gegeben, es hat keinen Genuss gegeben. Dort, wo das Böse sich ausbreitet, geht das Leben weg, da kommt Tod. Die Dämonen hassen alles, was Gott lieb und teuer ist. Und darum ist der Mensch das grosse Problem vom Bösen. Man sieht schon im Alten Testament, dass die Welt nicht nur gut ist. Auch wenn man dort relativ wenig liest von Dämonen und Teufeln. Es gibt ein paar Stellen, Hiob ist so ein bisschen eines der bekanntesten. Da gibt es 2-3 Stellen wie bei dem Morgenstern, der vom Himmel gefallen ist. Aber dann kommt das Neue Testament. Und dann kommt Jesus.
und es klopft und tätscht und man hat das Gefühl, an jedem Ecke schreit plötzlich ein Dämon los. Er kann irgendwo herkommen und Dämonen müssen gehen. Und sie können sich gar nicht ruhig verhalten. Es fängt an in Markus 1, im ersten Kapitel von Markus. Das Erste, was passiert, Jesus kommt in eine Synagoge und da war ein Mann, der von einem bösen Geist besessen war. Er fing an zu rufen, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes, den er gesandt hat. Schweig, herrschte Jesus ihn an, verlass diesen Mann. Da schüttelte der Geist den bösen Mann hin und her, schrie auf und verließ ihn. Wieso haben Dämonen so reagiert, wenn Jesus gekommen ist? Weil sie gewusst haben, warum er gekommen ist. Die haben Panik bekommen. Sie haben verstanden, da hätte ihr das mitlesen können, sie haben verstanden, dass der Sohn Gottes gekommen ist auf die Erde, um das Werk vom Teufel zu zerstören. Und wieso haben sie das gewusst? Der Teufel ist nicht dumm. Er mag sich erinnern an den Moment im Garten, wo Gott zu ihm gesagt hat, von jetzt an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihren Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Und der Teufel lebt seit Anbeginn der Welt mit dem Wissen, dass das wird passieren. Und jetzt ist Jesus da. Und jetzt klopft es und tätscht, das ist, die Dämonen müssen gehen, wo immer Jesus herkommt. Er macht wieder ganz, was der Teufel kaputt gemacht hat. Er heilt Kranke, er befreit Menschen, er vergibt Sünden, er weckt Tote auf und er macht das alles ziemlich unspektakulär. Einmal für die Dämonen. Ein Satz und sie müssen gehen. Ein Wort, der muss nicht einmal dort sein und Leute werden gesund. Menschen werden vom Tod auferweckt und man hat das Gefühl, es ist gar nicht so eine Sache für Jesus. Es ist nicht ein fairer Kampf. Nicht einmal ansatzweise. Und irgendwann, in den Jahren, wo Jesus auf dieser Erde ist, kommt es zum finalen Showdown. Jesus wird verhaftet, verurteilt und stirbt am Kreuz. Und all die Chaosmächte sind überzeugt, dass sie gewonnen haben. Sind überzeugt, jetzt. Wir haben nicht nur den Mensch, sondern den Sohn von Gott besiegt. Aber was wirklich passiert ist in dem Moment, steht im Kolosser. Jesus, hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise, und das ist passiert, wenn er am Kreuz gehangen ist, hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Jesus Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Und noch ein bisschen vorher am Kolosser steht, er hat uns aus der Gewalt der Finsternismächte befreit und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Durch ihn, unseren Herrn, wurden wir freigekauft und durch ihn sind uns die Sünden vergeben. Spiel, Satz und Sieg, das war es. Der Rest ist Geschichte. Und ich weiss, das Aber steht gross im Raum. Aber hast du keine Nachrichten gelesen? Aber, wenn du wüsstest. Aber, mein Arzt hat gesagt. Aber, ich habe immer noch Angst. Aber, meine Ehe ist mega herausfordernd. Aber, die Albträume plagen mich. Immer noch. Das Böse ist schon ziemlich mächtig, hat man das Gefühl. Und ja, es ist noch nicht ruhig. Aber der Teufel hat 2 Probleme seit dem Moment am Kreuz. Das erste ist, er hat keine Waffe mehr. Er ist wie so ein kleiner Bub, der mit einem Stock rumrennt und Peng Peng macht. Er ist, ich will es nicht klein machen, er ist gefürchtig. Aber er kann nur noch Angst machen. Er hat nicht mehr das letzte Wort. Er weiss, am Schluss hat er verloren. Er kämpft mit Platzpatronen. Das ist nicht weniger bedrohlich und gefürchtig. Es ist einfach viel weniger wirksam. Und das andere ist, der Teufel hat das Problem, dass Jesus ihm jetzt an jeder Ecke begegnet. Ich habe den Weltverfolgungsindex angeschaut. Nordkorea, Somalia, Libyen sind die Orte, wo es am meisten Christenverfolgung gibt. Aber weißt du, dort gibt es Christen.
Teufel kann nicht einfach ungestört dort wüten. Es gibt Leute, die sich ihm entgegenstellen. Es gibt Leute, die beten. Egal, wo er herkommt, er trifft auf Jesus. Was für ein Stress! Und ja, das Böse nimmt immer wieder bedenkliche Ausmaße an. Und ich will mit euch noch schnell heranschauen, wie kann das überhaupt sein? Wie kann das passieren, wenn Jesus doch gesiegt hat? Das eine ist, wir haben das auch in der Geschichte dieser Welt, es kann sein, dass ein Land kapituliert hat und Kampfhandlungen noch weitergehen. Wo Deutschland Kapitulation unterschrieben hat, ist es noch 10 bis 15 Tage gegangen, bis überall Truppen ihre Waffen abgelegt haben. Wenn du in dieser Zeit in einem von diesen Ländern oder Orten warst, hast du nicht das Gefühl gehabt, der Krieg ist fertig. Es ist klar gewesen, wer siegt. Aber wir leben in dieser Zeit. Er ist besiegt, aber er ist noch nicht tot. Und wir haben vorher davon geredet, dass Gott der eigene Wille, der freie Wille unglaublich wichtig ist. Und das heisst, dass wir als Menschen die Wahl immer haben, was wir möchten. Und das Problem, das Zweite ist eben, wir sind gemacht in dieser Ebenbildlichkeit von Gott. Gott hat den Menschen gemacht, dass wir ihn anbeten können, seine Güte, Liebe, Frieden, Treue in die Welt hineinspiegeln und ihn dieser Welt zeigen. Und ihm immer ähnlicher werden. Das Problem ist, das funktioniert eben auch auf die andere Seite. Das ist eine Eigenschaft, die jeder Mensch hat. Die schenkt Gott nicht nur den Christen. Und darum ist das, was wir anbeten, ist das, was wir in die Welt spiegeln, leben, hineinbringen. Und dem werden wir ähnlicher. Und jetzt, wenn Menschen nicht entscheiden, Gott anzubeten, sondern irgendetwas anderes, Geld, Macht, Einfluss, Gewalt anfangen, fasziniert sein von dem, das anfangen an oberste Stelle stellen, das sind all die Sachen, wo der Teufel nah Boden gönnt und Raum einnimmt. Wir werden zu dem, was wir anbeten. Das, was uns wichtig ist, prägt uns, verändert uns. Es ist eine mega gute Nachricht, wenn du Christ bist. Es ist nicht so eine tolle Nachricht, wenn du etwas anderes anbetest. Und so leben wir in dieser Welt, wo Menschen den freien Willen haben. Und solange Gott die Menschen noch nicht aufgegeben hat, solange es noch eine Chance gibt zum Umkehren, solange leben wir mit dem Einfluss vom Bösen in dieser Welt. Solange leben wir in dem, dass der Teufel Menschen versucht, zu sich zu ziehen, ihnen Sachen einflüstert, sie anlügt und sie Schritt für Schritt näher zum Abgrund bringt. Der Petrus schreibt im 1. Petrus 5,8, der Teufel geht umher wie ein brüllender Leu. Er ist angezählt. Er wird verlieren. Es ist es gewesen. Aber solange er noch kann, versucht er noch Boden wettzumachen. Hey, was heisst das für uns? Es heisst, dass es Böse gibt und uns täglich begegnet. Meistens recht undercover. So, dass man nicht gerade dem Teufel in die Fratze schaut. Aber der Einfluss ist ersichtlich in ganz vielen Sachen. Wir stehen immer wieder in dem Einflussbereich vom Bösen. Manchmal sind wir mitschuldig, manchmal auch nicht. Es zeigt sich in Depressionen, Panikattacken, Familien, die zu Bruch gehen, Kinder und Eltern, die sich entzweien. Es zeigt sich in Hass und Gewalt, es zeigt sich in Manipulation. Es zeigt sich dort, wo Menschen ausgeschlossen werden oder bedroht. Es zeigt sich in Sucht und Abhängigkeiten, in all diesen Dramen, die sich hinter diesen sauberen Thuja-Hägen und sauberen Fassaden abspielen. Es zeigt sich im Umgang mit Geld, in der Bereitschaft, Menschen auszubeuten. Es zeigt sich überall dort, wo Menschen lieber ihren eigenen Wünschen nachlaufen, als dem, was Gott sich für ihr Leben gedacht hat. Alle Kräfte, die uns von Jesus wegziehen, sind Mächte vom Bösen. Das ist einfach so. Und manchmal sind wir mitschuldig, wenn uns Sachen passieren, wenn wir am Bösen durch unser Verhalten und unsere Entscheidungen ein Fenster oder Türen aufmachen. Wenn du mit dem Feuer spielst, musst du dich nicht wundern, wenn es dich verbrennt. Das ist wirklich ein grosser Appell an Heiligkeit und Reinheit und wirklich probiert, euer Leben so zu leben, wie Jesus das will und sind schnell mit Sünden bekennen, mit zu Jesus rennen. Er weiß, dass wir nicht perfekt sind. Aber wenn wir Sachen machen, wo wir ihn nicht an die erste Stelle gesetzt haben,
dann lasst uns schnell sein im Aufräumen, damit wir all dem Bösen keine Plattform bieten. Und wir können nicht immer etwas dafür. Wir haben unser Leben nicht selber in der Hand. Es können richtig schlimme Sachen passieren, auch wenn wir alles richtig machen. Auch Christen erleben richtig schlimme Sachen. Und wenn du das nicht glaubst, lies die Bibel. Lies, was mit Jesus passiert ist, lies, was mit seinen Jüngern passiert ist, was mit den Aposteln passiert ist. Christsein heisst nicht, dir passiert nichts mehr Schlimmes. Aber Christsein heisst, dass wir uns am Ostergruß festhalten und uns zurufen, er ist auferstanden. Christsein heisst, weil Jesus lebt, hat er das letzte Wort. Er ist der am Schluss Zukunft, Hoffnung, Leben bringt und alles Dunkle, Chaotische, Gefährliche wird weg sein. Es hat ein Ablaufdatum. Ja, Halleluja. Genau. Oh, da wäre jetzt so eine Gospel-Church, hätten jetzt alle gejubelt und geklatscht und wären aufgegumpelt. Aber das ist schon gut, ich wäre auch ein bisschen verschrocken. Hey, nicht alle Menschen werden in ihrem Leben erleben, wie sich ein Dämon so wirklich zeigt, wie ich das am Anfang erzählt habe. Aber es kann passieren. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann werden wir mit Menschen zu tun haben, die im Einflussbereich von dem Bösen stehen. Manchmal hat man, ich habe das manchmal schon, als ich zu jemandem gegangen und sage, ich habe das Gefühl, irgendetwas klebt an mir. Ich bin so, nicht nur novembermüde, sondern wirklich so schwermütig. Und dann brauche ich jemanden, der betet mit mir, weil irgendetwas sich einfach, ich weiss auch nicht, angeklebt hat. Und dann muss ich wieder so ein bisschen abgestaubt werden. Das ist überhaupt nicht tragisch, das kann uns allen passieren. Dass wir in den Einflussbereich vom Bösen kommen, selbstverschuldet, aber auch unverschuldet. Was machen wir dagegen? Wir machen es zusammen mit Jesus. Wir tun mit und füreinander beten. Wir tun mit und füreinander fasten. Wenn immer möglich, schau, dass Menschen mit dir beten, wenn du das Gefühl hast, etwas ist nicht gut, und bete du mit Menschen. Und hör auf, harmlos beten. So im Sinne von, bitte Jesus, bis jetzt bei dieser Person. Das ist schon auch gut. Aber lasst uns anfangen beten mit, ich spreche Befreiung über dir aus, ich spreche Hoffnung in dein Leben, der Friede von Gott soll dein Leben fluten. Wir beten für Sachen und wir beten gegen Sachen. Sage im Namen von Jesus, soll Hoffnungslosigkeit verschwinden, soll Verzweiflung verschwinden. Jesus hat das völlig unspektakulär machen. Wir können das auch. Wenn du für jemanden betest und du merkst, die Person ist verzweifelt, dann darfst du sagen, und im Namen von Jesus muss die Verzweiflung jetzt gehen. Fertig. Und was das denn genau war, ob da nur etwas geklebt hat oder ein Einfluss ist oder ob es wirklich ein Dämon ist, spielt eigentlich gar keine Rolle. Wenn Jesus kommt, muss es gehen, was auch immer das ist. So. Und dann kann es passieren, gerade wenn Gott ganz viel Gutes macht, dass sich wie mehr von diesen Geschichten zeigen, die auch nicht so gut sind. Ich habe bis jetzt 15 Leute, die sich überlegen, sich taufen zu lassen im Januar. Wir haben im Sommer Taufe abgesagt, weil wir niemanden hatten. Gott macht etwas. Und es sind ganz viele Leute, die Jesus nicht schon das ganze Leben lang kennen. Und gleichzeitig zu dem hören wir von Menschen, die unglaublich unter Druck stehen, wo das Böse nach ihnen greift, wo sie nicht mehr rauskommen aus schwierigen Situationen, aus Finsternis und Dunkelheit. Und da brauchen die Leute unser Gebet. Und die sich taufen lassen, brauchen im Fall auch unser Gebet. Darum bitte, betet mit. Tönt einmal am Tag herstehen und sagen so, und ich bete für die Leute in der Vineyard, die unter dem Druck stehen. Wir als Leitungsteam machen das und wir brauchen eure Unterstützung. Und bitte betet für die Täuflinge. Genau. Weil, der René hat immer ein gutes Beispiel, er sagt, es ist so wie in diesen Landschaften, wo es so halbhohe Gebüsche gibt und dann kommt das Buschfeuer. Und das Erste, was passiert, ist, es kommt alles, was lebt, wo irgendwie all die kleinen Viecher kommen zu rennen. Das ist das, was passiert. Gott macht etwas und dann zeigt sich halt auch ganz viel anderes. Es ist etwas Gutes, wenn es sich zeigt. Weil es heisst, dass Gott uns zutraut, mit dem zu handeln. Und dass er uns lehren will, wie wir das machen müssen. Und ich will noch ganz schnell mit euch heranschauen, was ist, wenn wirklich wie bei meiner Nachbarin damals jemand kommt und sagt, es sind Dämonen, die hinter mir her sind. Es ist im Markus steht, dass die Jünger Dämonen austrieben haben und Kranke und Schwache mit Öl gesalbt haben und sie geheilt haben. Das gehört eigentlich einfach dazu. Das kann uns passieren.
Wir müssen keine Angst haben. Ich habe ein paar Do's und Don'ts noch, die mir wichtig sind. Leute, wir sind keine Ghostbusters. Wer alt ist, kennt den Film. Wer jung ist, wir sind keine Demon Hunters. Es spielt gar nicht so eine Rolle, was es ist. Wenn es sich zeigt, dann beten wir dagegen. Und wenn nicht, machen wir einfach das, was Jesus uns zeigt. Ich will nie hören, dass irgendjemand einem anderen sagt, du hast einen Dämon. Wenn der nicht selber von sich aus sagt, hey, ich glaube, da ist etwas. Wir googlen Dämonen auch nicht. Bitte, wenn ihr Fragen habt nach dieser Predigt, ich habe noch 2, 3 weiterführende Links und alles andere können mich fragen. Gebt nicht auf YouTube ein, wie treibt man einen Dämon aus. Es ist mir jetzt lachen, aber es ist mir wirklich, da gibt es ganz schwierig, nachher müssen wir für euch beten. Genau, machen wir nicht. Schreibt mir, ich gebe euch Quellen, die ihr schauen könnt. Gut. Und das andere ist, wir machen es wie Jesus. Wir kämpfen nie gegen Menschen. Jesus hat gesagt, der Paulus hat gesagt, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten von der unsichtbaren Welt. Gegen die Mächte der Finsternis, die die Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Wenn du jemanden nicht lieben kannst, dann bete bitte auch nicht mit ihm. Für ihn schon. Aber wenn jemand dir mega auf die Nerven geht und du denkst, ich bete jetzt, dass der Dämon geht, der mich so nervt in dir, dann mach es bitte nicht. Wenn du mit jemandem beten und Befreiung schauen, ob du die Person wirklich von Herzen gern kannst haben. Gut. Und sonst sagst du im Gang das Ministry-Team hindern. Die können das nämlich. Wenn es passiert und sich ein Dämon zeigt, einfach, dass ihr ready sind. Das Ministry-Team kann das. Hol dir jemanden dazu, der es weiss, wie es geht, der es auch schon gemacht hat. Was einfach so zum Vorausschicken. Im Joel steht, es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Das heisst, gerettet, errettet, befreit, freigesetzt, wiederhergestellt, das Wort. Und wenn immer wir in so eine Konfrontation kommen, müssen wir keine Angst haben. Es ist kein fairer Kampf. Es ist wirklich richtig fies. Weil wir haben Jesus in uns und der ist dem Teufel schon auf den Kopf getrampelt. Wir müssen auch keine Angst haben vor solchen Begegnungen. Sie sind schräg, sie sind furchteinflößend, sie sind manchmal ein bisschen gruselig. Ich weiss aus Erfahrung, dass ich im ersten Moment immer Angst bekomme, aber ich weiss mittlerweile auch, es ist nicht meine Angst, die ich spüre, sondern es ist die vom Dämon. Wenn ich die Angst bekomme, weiss ich, jetzt, Gott macht etwas. Und dann, in aller Ruhe, in dem Safe Space, wo wir drin sind, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, sucht dir jemanden, der beim Beten hilft. Wenn die Person Gebet möchte, das ist die Voraussetzung, dann frage jemanden, der dir hilft. Oder schreib schnell jemandem ein WhatsApp, hey, ich brauche einfach Gebetsunterstützung jetzt. Und dann, ich mache es so, dann lade ich den Heiligen Geist ein, zum Kommen. Ich bin, komm du mit deinem Frieden, sprich deinem Frieden über die Situation aus. Ich bete in Sprache. Wenn du kannst in Sprache beten, mach das. Wenn nicht, schau, das wäre super, würdest anfangen ausprobieren. Du darfst zu mir kommen, wenn du findest, ich hätte das gerne, aber ich habe es noch nie gemacht, ich kann dir helfen. In Sprache beten heisst Geheimnis beten, das wir nicht verstehen. Aber ich kann dann anfangen, etwas zu beten, ich noch nicht weiss, was das Problem ist. Ja, und dann sage ich, wer Jesus ist. Ich sage, danke Jesus, dass du am Kreuz alles besiegt hast, gezeigt hast, dass du stärker bist als jede Macht und Gewalt. Und dann sage ich im Namen von Jesus, muss jetzt alles weg, was dich plagt, was dir Angst macht. Wenn es irgendetwas Dämonisches ist, sage ich, geh weg im Namen von Jesus. Und dann nachher machen wir das einfach so lange, bis die Person findet, jetzt ist Frieden da. Und dann laden wir Jesus ein, zum Kommen. Und wenn sie noch nicht Christ ist, wäre das ein guter Moment, um zu sagen, willst du dein Leben nicht dem Jesus geben? Das ist es. Und nachher ist es an dieser Person aufzuräumen und zu schauen, dass der Raum gut gefüllt wird. Wir haben, es gibt das Beispiel, du kannst wenn du Ratten im Haus hast, kannst du die Ratten schon rausrühren. Das Problem ist, solange du noch das Essen im Keller hast und das Packofen und das Fenster offen, werden sie wieder kommen. Also überleg dir auch, bin ich mitverantwortlich, dass die Viecher in meinem Leben waren, und dann schau, dass das nicht mehr passiert. Süchte sind Einfallstor, Medien sind Einfallstor,
wenn man die Hände drin hat, die unguten Machenschaften, das kann sein von Manipulation, über unsauber mit Geld umgehen, über schlecht über Menschen reden. All das sind Orte, wo der Teufel sich wie heben kann. Es ist wie wenn man klettern und wenn du einfach eine gerade Wand hättest, kommst du nicht rauf. Aber wenn du da diese Kletterteiler hast, um dich zu heben. Und unser Ziel ist, so wenig wie möglich von denen in unserem Leben zu haben. Und wenn wir gleich haben, rennen wir zu Jesus und sagen, bitte mach es weg. Es tut mir leid. Und dann sagt Jesus, ich vergebe dir. Fangen wir wieder von vorne an. Ich kann es jetzt dann. Zwei Sachen. Das eine ist, können auch Christen unter dämonischem Einfluss stehen? Ja. Ist auch nicht tragisch. Ist mir auch schon passiert. Dann geht man zu jemand anderem und sagt, ich habe das Gefühl, ich habe etwas in mein Leben gelassen, das nicht gut ist. Kann ich das mit dir anschauen? Darf ich mit dir zusammen um Vergebung bitten? Können wir das zusammen rausschicken? Und dann kann man das machen. Für das ist das Ministry-Team da. Wenn du das Gefühl hast, es ist eine längere Sache, haben wir Seelsorger, wir haben Impulsgespräche, die man machen kann. Das ist nicht so eine Sache. Genauso wie wir für Kranke beten, können wir beten, dass das Zeug dich in Ruhe lässt. Es heisst auch nicht zwingend, dass du selber schuld bist. Und sogar wenn du selber schuld bist, wir sind Christen, wir wissen, wir sind alle eigentlich selber schuld. Darum brauchen wir ja Jesus. Und schliesslich, wirklich, das kann man nicht genug betonen, lebe im Licht. Mach keine Türen auf, spiel kein falsches Spiel. Hab nichts in deinem Leben, wo du musst denken, wenn das die Leute aus der Vineyard wüssten. Hab im Internet einen Browserverlauf, wo es nicht tragisch ist, wenn jemand anderes dort mal reinklickt. Hab nicht irgendwo in der Wohnung eine Ecke, wo niemand hineinsehen darf. Das sind die Orte im Dunkeln, wo das dämonische Böse Raum einnimmt. Und wenn du das hast, dann bring es schnell in Ordnung. Und rede mit Leuten und sag, komm, frag mich wieder. Lebt im Licht, übt, probiert, macht Schritte. Nicht alles von heute auf morgen. Im Jakobus 4, Vers 7 steht, widersteht dem Teufel, dann flieht er vor euch. Einfach immer wieder, wenn es kommt, möglichst schnell zu Jesus rennen, sagen, das mache ich nicht. Und im Epheser 5, Leseempfehlung, sehr zum Weiter vertiefen, schreibt es euch auf, Epheser 5, Vers 8 steht, auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Wir dürfen es, wir können es, weil wir Kinder von Jesus sind. Und wir werden immer besser drin. Wenn ihr angegriffen werdet, sind ermutigt. Gott traut euch das zu. Er will mit euch dort durch und euch lehren, wie man mit solchen Angriffen umgeht. Jesus ist durch alles durch, wo du durchgehst. Und er weiss den Weg heim. Heb einfach fest an der Hand. Er wird dich nicht loslassen, wenn du das nicht willst. Und dann zeigt er dir, wie du mit solchen Sachen umgehen kannst. Bist nicht beunruhigt, wenn sich Dämonen zeigen. Freu dich, dass das Böse Schiss bekommt und sich anfängt zu zeigen. Und dann übe zusammen mit Jesus kämpfen. Hey, es war eine mega lange Predigt. Ich habe gehört, der Luther hat gesagt, du darfst über alles predigen, nur nicht über 40 Minuten. Es sind noch nicht 40 Minuten. Ich schreibe am Anfang immer auf, welchen Satz müsst ihr am Schluss wissen? Was müsst ihr gehört haben? Und damit, wenn das, ich weiss, manchmal staucht einem der Kopf ein bisschen. Mein erster Satz war, es gibt das Böse, aber Jesus ist so etwas von Sieger. Das steht über meiner Predigt. Wenn du eine Notiz machst heute, Jesus ist so etwas von Sieger. Dämonen, Drachen, Chaos, Monster, alles Tragische, Böse, Satanische hat ein Ablaufdatum. Das Böse ist angezählt. Und so schlimm, dass es ist nicht deine Zukunft. Deine Zukunft ist Leben, Licht, Hoffnung. Und es mag noch einen Moment gehen. Aber das, was wir mal werden leben drin, in dieser neuen Erde, wird all das, was wir jetzt erleben, um ein x-faches wettmachen. Und was auch immer sich zeigt, Jesus hat das letzte Wort. Und bis das so ist, machen wir, was er uns aufgetragen hat. Wir glauben, wir hoffen, wir befreien. Wir treiben Dämonen aus, was nötig ist, und vor allem lieben wir ihn und die Menschen. Und machen das, was er uns zeigt. Hey, wenn du findest, ich müsste noch weiteres wissen, darfst du das abfütteln. Wenn du das eingibst im Internet, findest du gute Quellen.
Und ich würde gerne noch mit euch kurz einen Moment machen von Gott fragen, was hast du gesagt, was sagst du mir? Wenn ihr mögt aufstehen, wäre das super mit mir zusammen schnell. Gerade als erstes, wenn du da hockst und du denkst, oh, mein Herz schlägt, ich müsste jemanden haben, der jetzt für mich betet. Ich habe etwas in meinem Leben, das nicht gut ist, was raus muss. Jetzt. Dann steht das Ministry-Team parat hin. Sie sind vorbereitet. Ich wäre froh, wenn das alte Leitungsteam und das neue ein bisschen hinterher schaut, dass die Erfahrung haben mit dem, parat stehen, wenn Leute kommen. Es ist nicht so eine Sache. Und es ist auch nichts, wo man sich schämen muss. Sogar wenn du selber schuld dran bist. Oh Freunde, wir sind doch alle Menschen. Wir sind doch alles Sünder, die Jesus brauchen. Lasst uns nicht so tun, als hätten wir alle unser Leben immer im Griff. Jesus, du bist auferstanden. Zum Glück bist du auferstanden. Zum Glück hast du alle Mächte entwaffnet. Und so schlimm es sich für uns anfühlt, du bist so ein x-fach Grösseres. Und wenn es Sachen gibt, wo du heute Menschen befreien willst, dann bitte ich dich, dass du das ganz klar zeigst. Und ich bitte dich um den Mut und die Freiheit, hinterher zu gehen und zu sagen, da ist etwas. Könnt ihr bitte beten? Wir beten kurz. Und wenn du merkst, du brauchst mehr Gebet, darfst du die nächste Woche dann bei mir melden, aber nur, wenn du jetzt auch hinterher gehst und das in Anspruch nimmst. Ich glaube wirklich, jetzt ist der Moment. Wenn du etwas hast, das dich plagt, geh mal hinterher und schau, ob es weg ist nach dem Betten. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du einfach wirkst jetzt. Wo ist das, was wir gehört haben heute, was wir mitnehmen sollen? Wo redest du zu uns und was ist unser ganz konkret nächster Schritt? Müssen wir etwas aufräumen, etwas in Ordnung bringen? Fangen wir an, wirklich beten für Menschen? Wenn es Leute hat, die von Albträumen geplagt werden, bitte geht hinterher. Wenn ihr merkt, dass euch manchmal nicht klar denken könnt, wie der Kopf dreht und dreht und dreht und dreht, geht hinterher. Schaut, was es ist. Es kann Prägung sein, es kann traumatisch sein, es kann aber wirklich auch etwas Geistliches sein. Wenn ihr Panikattacken habt, aus dem Nichts, wenn jemand plötzlich so komische Suizidgedanken hat, wie bei mir plötzlich von «Komm doch auf die Straße», geh hinterher und lass für dich beten. Wenn du irgendeine Krankheit hast, niemand weiss was, geh hinterher und lass für dich beten. Wenn du, ich spüre es am rechten Bein, wenn du wie einen brennenden Ausschlag hast, dann komm doch auch hinterher und wir beten für dich. Aber auch wenn du noch immer Angst hast, ich habe einfach hier Worte. Hey, wir singen Ruach einfach genau, weil wenn die Gegenwart von Gott kommt, dann ist es sowieso, es ist kein fairer Kampf, aber dann ist es lächerlich, wenn das Böse versucht, Boden zu nehmen. Und ich glaube, der Raum ist so gefüllt mit Präsenz. Ich glaube, es hat ganz viele Engel in diesem Raum, die helfen, die unterstützen, Krieger Gottes. Wir müssen es nicht allein machen, wir machen es zusammen mit Jesus. Lade dich ein, mit Sünder uns sollst du willkommen sein. An dem Ort und in dieser Stunde erwarten wir, dass dein Atem kommst auf uns. Wir schnaufen aus, lade dich ein, mit Sünder uns sollst du willkommen sein.
dem Ort und in dieser Stunde erwarten wir, dass dein Atem kommt. Dein Reich soll kommen, dein Wille geschehen. Wir wollen mehr von deinem Wirken sehen. Ruach, nimm du den Raum in Ruach. Du sollst auf frei sein, komm Geist vom Schöpfer, der, wo alles neu macht. Ruach, weil du unsere Kraft bist. Ruach, wir lebt du, was schwach ist. Komm Geist vom Schöpfer, zünd du es Feuer an. Wir schnaufen uns, laden dich ein. Unter uns sollst du willkommen sein. An dem Ort und in dieser Stunde warten wir, dass dein Atem kommt. Dein Reich soll kommen, dein Wille geschehen. Wir wollen mehr von deinem Wirken sehen. Ruach, nimm du den Raum in Ruach. Du sollst frei sein, komm Geist vom Schöpfer, der, wo alles neu macht. Ruach, weil du unsere Kraft bist. Ruach, lebt du, was schwach ist. Komm Geist vom Schöpfer, zünd du es Feuer an. Und wenn du kommst, die Sturm anbricht, dann brach nichts auf, es wird eine neue Geschichte. Und wenn du kommst und der Berg, bist du der Einzige, der am Ende verhält. Und wenn du kommst, die Sturm anbricht, dann brach nichts auf, es wird eine neue Geschichte. Und wenn du kommst, der bleibt, bist du der Einzige, der am Ende verhält. Wenn du kommst, die Sturm anbricht, dann brach nichts auf, es wird eine neue Geschichte. Wenn du kommst, der bleibt, bist du der Einzige, der am Ende verhält. Ruach, nimm du den Raum in Ruach. Du sollst frei sein, komm Geist vom Schöpfer, der, wo alles neu macht. Ruach, weil du unsere Kraft bist. Ruach, belebt du, was schwach ist. Komm Geist vom Schöpfer, zünd du es Feuer an. Wenn du kommst und der Berg, bist du der Einzige, der am Ende verhält. Und wenn du kommst, die Sturm anbricht, dann brach nichts auf, es wird eine neue Geschichte. Und wenn du kommst und der Berg, bist du der Einzige, der am Ende verhält. Die hinten sind, dürfen gerne noch weiter beten. Ich schließe den Gottesdienst von da vorne ab.
segne euch im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Möge der Friede von dem Schöpfer von Himmel und Erde über euch sein in den nächsten Wochen. In all dem, was vor euch liegt, in all den Begegnungen, die ihr werdet haben. Und möge der Heilige Geist euch führen, eure Gedanken leiten, eure Worte leiten. Und Jesus immer an eurer Seite sein, wenn ihr merkt, ihr braucht einen Freund und jemanden, der mit euch durch dick und dünn geht. Amen. Schönen Sonntag miteinander.